Reden! 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 Verdammt nochmal. Wo steckt die Alte denn bloß wieder? Wie bitte? Was für eine Alte? Junge, du kannst einen aber auch erschrecken, du. Du sag mal, was machst du denn da unter dem Tisch? Ach Mann, ich such meinen Zettel zum Einkaufen. Was? Unter dem Tisch? Ja, warum denn nicht? Irgendwo muss er ja sein, ne? So ein kleiner weißer Zettel war das. Hatte ich mir alles so schön aufgeschrieben. Oh nee, wenn schon Klaus wieder den genommen hat. Ist doch zu dumm, sowas. Mensch, diesen Zettel kann doch nicht einfach so. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee. Na, denk doch mal nach. So ein kleiner weißer Zettel und oben drüber ist dann Kunstdärme mit 2 Fragezeichen. Ja, was geht mich deine Kunstdärme an? Kannst dir lieber das mal angucken. Na? Weißt, wo ich mein Oberhemd gefunden habe? Na? In der Besenkammer. Mensch, hast ja gediegen. Wie kommt denn dein Hemd in die Besenkammer? Ja, das frage ich dich. Du bist hier die Haushälterin. Ich kann doch nicht alles wissen. Auch Gepäer ist doch sowieso schick, Mensch. Ja, ich wollte das heute Mittag anziehen, wenn ich in die Stadt fahre. Ja, dann ziehst ein anderes an. Hier sind ja Oberhemden genug. Komm, nimm dies. Ach nee, da fehlen die Knöpfe. Ja, dann nimm... Nee, das ist kaputt. Ach, ich werde wohl noch eins finden. Aber ich wollte das anziehen. Das ist mein Lieblingsoberhemd. Lieblingsoberhemd. Sag mal, wie kommst du mir denn vor? Bist du ein Bauer oder bist du ein Playboy? Und überhaupt ist das doch puttegal, mit was für ein Hemd du dich aufhängst. Du sollst nicht immer aufhängen sagen. Das mache ich nicht hören. Ich fahre zum Hängen in die Stadt. Merkt ihr das endlich mal? Ich fahre zum Orthopäden, weil ich einen Bandscheibenschaden habe. Ja, und das ist traurig genug. Darüber braucht man sich nicht lustig zu machen. Meine Güte, weißt du bist heute die reize Mimose, bist du aber auch. Das heißt, am Ende wäre das gar nicht mal das Schlimmste. Vielleicht sollte man sich wirklich aufhängen. Was habe ich denn von meinem Leben? Gar nichts. Keine Frau, kein Kind, keine Eltern, keine Liebe, keine Ordnung im Haus. Nicht mal ein anständiges Oberhemd. Ach Mensch, wenn ich meine Schweine nicht hätte. Die Säue und Ferkel, dann hätte ich doch überhaupt nichts auf dieser Welt. Sag mal, was hast du eben gesagt? Ach nix, das verstehst du ja doch nicht. Also das ist doch wohl die... das ist ja wohl die Höhe. Sag mal, ist das vielleicht der Dank dafür, dass ich mich hier seit 3 Jahren für dich abragger? Dass ich hier rumlaufe, jeden Tag von morgens bis abends wie der Hase auf der Lüneburger Heide. Nee, auf der Buxtehuder Heide. Aber Greten, ich hab doch... Oh Mensch, unser einer gönnt sich keine Ferien und keinen Feierabend und der wird einem noch vorgeschmissen, dass man nichts tut, dass man alles verkommen lässt. Dass man älter wird, dass man nicht kochen kann. Aber Greten, ich hab doch... Seit 3 Jahren stehe ich hier nur bei dir in Ausbeutung. Was? Jawohl, in Ausbeutung. Aber ich habe ja selber Schuld. Warum arbeite ich überhaupt für fremde Leute? Habe ich ja gar nicht nötig. Bin alleinstehende Witwe. Krieg eine schöne Rente von meinem Ludwig. Hab ein eigenes Haus in Brumbüttel. Hab das ja gar nicht nötig, für fremde Leute zu arbeiten. Jedenfalls nicht da, wo man mich ausschimpft und beleidigt und mit Füßen pettet. Aber Greten... Jawohl, mit Füßen pettet. Und darum kündige ich. Ab sofort und batz auf der Stelle. Hast verstanden? Ich geh. Ich geh zurück nach Brumbüttel. Tante Greten, meine Farbe ist alle. Deine Farbe interessiert mich nicht mehr. Was ist denn los? Was soll schon los sein, Klaus-Dieter? Deine Tante hat gekündigt. Ach nee, schon wieder? Wie niedlich. Was ist da an niedlich? Ja, in den 2 Monaten, die ich ja nur bei Birkensack bin, da hast du mindestens schon 3-mal gekündigt. Na und? Geht dich das was an? Und überhaupt ist das nur endgültig. Ausschluss und vorbei. Bleibt ja nicht in ein Haus, wo man mich egal weg mit Füßen tritt.
Hast du sie getreten, Kerl? Blödsinn. Mein das seelisch, du Dussel, wie siehst du wieder aus? Und überhaupt, halt du dich da raus, ja? Du hast hier doch gar nichts zu melden. Du bist hier doch bloß Aushilfe. Sag mal, was machst du eigentlich hier drin? Hast nichts in der Küche zu tun. Wann soll die denn endlich mal fertig werden, wenn du hier dauernd rumtrödelst? Ja, Mensch, ich kann doch nicht weiter. Meine Farbe ist alle. Im Schweinestall steht doch noch welche. Im Schweinestall. Im alten Schweinestall. Das habe ich dir heute Morgen erst gesagt. Richtig, ja, das habe ich rein wieder vergessen. Ne? Aber man muss ja auch immer zu viel was anderes noch in den Kopf nehmen. Ne? Na ja, dann kann ich nur wieder ranklotzen. Ne? Ja, und wie ist das nun mit euch beiden hier nun jetzt? Tja. Also mir würde das ja sehr leid tun, wenn deine Tante hier weggeht. Ne? Siehst du, ihm würde das sehr leid tun. Und ich weiß auch gar nicht, was ich ohne deine Tante hier anfangen soll. Na eben. Was soll Mückensack denn ohne dich hier anfangen? Er lebt doch sowieso schon so wie so ein halber Hund. Du kannst doch so einen alten Junggesellen nicht einfach im Stich lassen. Und ich habe ja auch gar kein Wort gesagt. Ey. Ach, Und wenn ich wirklich was gesagt haben sollte, naja, dann habe ich das doch nicht so gemeint. Und was du immer so erzählst von wegen Ausbeutung und mit Füßen treten, ist doch alles Tünkram. Ich habe mein ganzes Leben noch keinen ausgebeutet oder getreten. Das war höchstens immer andersrum. Siehst du, er ist immer getreten worden. na ja, ich meine... Na siehst kann du, ja auch Karl, Klaus sie das versucht wieder das lassen. nochmal mit dir, ist alles wieder in Butter. Und mit, also der... Na Gott sei Dank. Kann ich ja nur endlich los, ist nämlich höchste Zeit für mich, du. Wieso, wirst du jetzt schon los? Doch nicht zur Start. Nee, rüber nach Leumit zur Genossenschaft. Ja, willst nicht mitkriegen, was einkaufen? Dann mach dich mal zurecht. Ja, das sagt wahr. Du, bei der Genossenschaft kann das heute aber ein bisschen länger dauern. Nur, du kannst mich da ja wieder abholen. Du, das macht gar nichts. Ich gehe denn in der Zwischenzeit mal zum Friseur. Was willst du? Wo willst du hin? Zum Friseur. Alle Frauen gehen ab und zu mal zum Friseur. Aber du doch nicht. Bei dir lohnt sich das doch gar nicht. Du siehst doch immer gleich hübsch aus, Mann. Nehmt euch bloß in Acht, ihr alle beide. Oh Mann. Junge. Das war aber haarscharf vorbei. Du. Noch ein Wort von uns und sie hätte glatt wieder gekündigt. Ne? Das ist noch mal so gerade eben so gut gegangen. Du. Ja, aber der Tag ist noch lange nicht zu Ende, du. Wenn Stöpsel jetzt kommt, dann geht der Krach garantiert wieder los. Was denn für ein Stöpsel? Wilfried Stöpsel kommt hier jedes Jahr her für 2, 3 Tage. Macht mir die Steuern, die Bücher und so. Er ist ein ganz gewiefter Kerl. Ja, aber kriegen kann ihn nun mal nicht ab. Und darum braucht sie das nur auch noch nicht zu wissen. Also Holland Mure, ne? Ja. Vielleicht kommt er erst gegen Abend. Dann haben wir wenigstens bis dahin Frieden im Haus. Hat übrigens eine hübsche Tochter, dieser Stöpsel. Ja? Edeltraut heißt sie. So, ich bin klar. Klaus-Dieter, du brauchst gar nicht zu suchen. Die Keksen sind alle. Können wir? Ja. Kann ich kriegen? Bringst du mir Gummiteddys mit? Sind die denn schon wieder alle? Ich hab dir vorgestern doch erst 3 Tüten mitgebracht. Sag mal, isst du die für einen Hunger? Nee, die meisten hat ja Gerda gekriegt. Ich hab dir schon 1000-mal gesagt, du sollst die Schweine nicht immer mit Gummiteddys füttern. Tu ich auch gar nicht, bloß Gerda. Und die schadet das nix. Im Gegenteil, sie ist schon viel niedlicher geworden, seitdem sie Gummiteddys kriegt. Aber du darfst doch so ein hochsensibles Tier nicht an so einen Schickkram gewöhnen. Ja, das ist gefährlich. Und nächsten Monat, wenn du wieder weg bist, dann stehe ich da mit einer süchtigen Sau. Was denn? Oh, da schnacken wir doch mal über. Los, komm, Gregor. Tschüss mal, Junge. Tu was in der Zwischenzeit, dass die Küche endlich fertig wird. Na ja, haut ihr mal ab. Ich mach das hier schon. Ich mach das ja sowieso alles schon immer hier. Ah, shit. 6 drin. Ah. Na also. Na, grad kein Hochgenuss, aber immerhin besser als gar nichts. Hübschen Kerl. Noch hübscher. Hallo! Schönen guten
Guten Tag, ich möchte zu Herrn Mückensack. Ja, der ist gerade eben aus der Tür. Er ist rüber nach Leunitz zur Genossenschaft. Och, wie schade, na, das ist Pech, da kann man nichts machen, nicht? Süß! Was? Das Halstuch? Nee, das ist ein Schal, Fräulein. Ach, Kopf oder Schal oder Halstuch, einfach süß. Was wollen Sie denn hier, Fräulein? Das sagte ich doch schon all bereits, ich möchte zu Herrn Mückensack. Ja, und ich sagte schon all bereits, dass er im Augenblick nicht hier ist. Ja, wissen Sie, ich bin ja nämlich gerade zufällig in der Gegend und da wollte ich ganz schnell doch mal guten Tag sagen. Ach so. Ja, guten Tag. Guten Tag. Süß. Herein. Süß. Ich bin nicht süß. Ach, ich meine doch den Spiegel. Karl, Herr Mücken sagt, er ist nicht zu Hause. Das habe ich Ihnen schon dreimal gesagt. Zweimal. Aber Sie sind süß. Aber warten Sie doch hier auf Herrn Mückensack. Ich kann hier ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich habe noch nicht gerade Zeit. Süß. Aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe heute noch ganz viel vor, aber vielleicht heute Nachmittag so um 3:30. Ja, und dann ist er bestimmt wieder hier. Schön, dann gucke ich heute Nachmittag noch mal rein. Ich lasse ihn erst mal... Moment mal, meine Karte da. Nicht und grüßen Sie. Schön, bis dann. Also, tschüss. Tschüss. Ach, süß. Ich meine den Spiegel. Ach so. Junge, die hatte das aber eilig. Was wollte ich denn? Gerda. Wie niedlich. Oh, das arme Tier, nun habe ich überhaupt gar keine Gummiteddies. Och, ich gebe ihr ein Stück Zucker. Ja, Gerda, meine kleine Mausebacke, ich komme da schon, mein kleines Süderchen. Ja, Gerda. Mückensack! Herr Mückensack! Oh, Vorsicht, Vater. Ja, nee, du, hier ist auch keiner. Du guck dir das an, Edeltraut. Sieht das hier nicht grauenhaft aus? Das ist doch noch schlimmer als im letzten Jahr. Du fass bloß nicht an, sonst holst du noch was weg. Und setzt den Koffer nicht auf den Boden, sonst packt er fest. Also jetzt übertreiben wir nicht, Vater. Ihr wisst, das sieht hier nicht gerade schön aus, aber... Eine richtige Tragödie ist das mit diesem Mückensack. So ein gesunder Hof, gut geführt und in Schuss. So ein schönes Schweinemast. Hat so ein Staat schon netten Menschen, hat die besten Zuchtsauen, weit und breit. Und lebt hier wie im Schweinestall. Ja. Stöpsel, wie bitte? Klaus Dieter? Unsinn, hier gibt's keinen Klaus Dieter. Grauenhaft! Vater, jetzt hör doch bloß auf. Was geht dich das an, wie ein Mückensack sich eingerichtet hat? Wenn es ihm Spaß macht, so zu leben, soll er doch. Er will das womöglich gar nicht anders haben. Was könntest du aus dieser Bruchbude machen? Ein Schmuckkasten. Erstmal hättest du natürlich diese Pool, weißt du, diese Haushälterin oder was sie ihr vorstellt, hättest du natürlich rauszuschmeißen. Und dann alles umbauen. Alles neu renovieren. Was? Neu renovieren ist Pleonasmus. Was ist das? Pleonasmus, doppelt gemoppelt. Was du immer hast, du bist Hauswirtschaftslehrerin und keine Deutschlehrerin. Pleonasmus ist griechisch. Also was das ist mir schiedegul. Jedenfalls hat Mückensack Geld genug, das weiß ich doch wohl am besten. Sollst mal sehen, du. In kurzer Zeit wäre das hier ein Musterhaushalt. Und Personalsorgen hättest du doch auch nicht. Du als Hauswirtschaftslehrerin könntest doch zu jeder Zeit Jungderns ausbilden. Die sind natürlich günstig für euch hier im Haus. Ich habe mir das alles genau ausgerechnet. Also, Vater, jetzt hör davon auf. No, ich weiß auf diesem Gebiet doch wirklich gut genug Bescheid. Deine beiden Schwestern habe ich da auch gut mit Bauernhöfen verheiratet. Und wie sind die nun glücklich, meine beiden Großen? Oder willst du abstreiten, dass Waltraud und Rotraud glücklich sind? Nein, natürlich nicht. Und du Aber wirst hier genauso glücklich werden. Mückensack und du. Ihr seid nämlich ein ideales Paar. Also, Vater, jetzt hör aber auf. Nun seid bitte still davon. Ich bin schließlich erwachsen. Und ich liebe meinen Beruf.
Ich will nicht heiraten. Jedenfalls nicht diesen Gnaddelkopf. Mückensack ist doch nicht gnaddelig. Ach, was, der ist bloß so ein bisschen schüchtern. Genauso wie du. Ich bin doch nicht schüchtern. Wie kommst du denn darauf? Weil ich dich kenne. Du kennst mich eben nicht, Vater. Und dieser Herr Mückensack, der interessiert mich überhaupt nicht. Das sagst du ja bloß aus Trotz. Vater, jetzt hör mal zu. Ich bin... Er kommt. Ach, das ist mir ganz egal. Och Mensch, hier stehst du und ich such dich überall, ne? Oh. Ja, wer sind Sie denn? Der Maler? Nee, ich bin bloß Klaus Dieter. Ich renoviere die Küche. Klaus Dieter. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, ist ja uninteressant. Ist Herr Mückensack nicht da? Stöpsel. Stöpsel ist mein Name. Ach, Sie sind das. Sie kommen aber mal nicht früh. Schönen guten Tag auch. Nee, Karl, der ist nicht hier. Ja, meine Tochter. Cool. Aber sagen Sie mal ruhig Klaus Dieter, ne? Guten Tag, Herr Pohl. Cool. Um Gottes Willen, sind Sie womöglich der Sohn Von meiner Tante? Nee. Ich bin bloß Ihr Neffe. Ne? Und dann auch einen ganz entfernten bloß sogar. Ne? Ach so, na, Gott sei Dank. Ja, der Mann von meiner Tante und mein Onkel, das sind nämlich Schwestern. Nicht? Bitte? Ach nee, das geht ja überhaupt gar nicht. Nee, ich meine, der Mann von meiner Tante und die Oma von meinem Onkel, die sind... Ach, das ist ja auch ganz egal, was die sind. Nee, ich bin hier bloß zur Aushilfe. Wir haben ja selber einen Hof in Brumbüttel. Im Brumbüttel? Ja, in Brumbüttel. Was ist da so wichtig? Nichts, Vater. Naja, ich helfe hier bloß so lange, bis Karl seine Bandscheibe wieder in Ordnung ist. Ne? Das heißt, eigentlich ist sie ja schon lange wieder in Ordnung, die Bandscheibe. Karl, der muss bloß noch ab und zu mal zum Aufhängen. Ne? Aufhängen? Ja, das hat was mit Orthopädie zu tun, oder wie das heißt. Orthopädie. Und dann heißt es hängen, nicht aufhängen. Das hat mit dem Galgen nichts zu tun. Ja, ich hab von Geigen auch gar nichts gesagt. Na, jedenfalls helfe ich hier, bis Karl wieder gesund ist. Nicht? Und dann hau ich ihr wieder ab. Ne? Das finde ich aber nett von Ihnen. Wieso? Ich meine, dass Sie Herrn Mückensack helfen. Ach so, nee, ich krieg ja gut bezahlt. Ne? Ja, und dann ist das echt ja prima und so gemütlich. Ne? Immer ist hier was los. Neulich, da hab ich mich mit Karl mal gekloppt. Ne? Ich hol aus, er langt mir eine, ich nicht faul, langt er mir wieder eine. Und dann ist er gelaufen, ne? Und nicht immer vorne weg. Ne? Das war richtig. Aber das wissen Sie ja am besten. Sie kommen ja jedes Jahr hierher. Ja, Dieter! Meine Tante. Wir sind wieder da! Ach Mensch, hier bist du und ich schrei mich ab. Du, wir sind wieder umgekehrt. Das heißt, wir haben umkehren müssen. Karl hat seine Abrechnung vergessen. Er sagt, sie liegt hier auf dem Tisch. Was ist das hier? Oh, das ist sie. Ja, Karl! Karl, ich hab... Igitt. Guten Tag, Frau Pohl. Guten Tag. Junge, ich bin aber auch ein Dussel, du kannst nicht normal wieder los. Ach, Sie sind schon da, Herr Stöpsel. Guten Tag. Tag, Herr Mückensack. Gerade eingetroffen. Ja, du Greten. Und sogar mit Fräulein Tochter. Guten Tag, Fräulein Stöpsel. Das ist eine Überraschung. Wie komme ich zu dieser Ehre? Ich hab bloß meinen Vater. Ich hab bloß meinen Vater hergebracht. Ach, ich wollte auch gerade wieder gehen. Du hast denn ja alles nicht, Vater? Vater. Warum denn so eilig? Bleib doch noch ein bisschen, du hast heute gar keinen Unterricht zu geben. Nee, das nicht, aber trotzdem, ich will jetzt lieber wieder gehen. Ihrer Tochter gefällt das nicht bei mir, Herr Stöpsel. Das weiß ich schon lange. Ach, dummes Zeug, ist doch unsinnig, war Edeltraut. Och, lass mein Vater. Herr Mückensack weiß ja immer alles. Das ist nämlich ein ganz schlauer und immer so liebenswürdig. Ja, du kannst mich ja anrufen, wenn ich dich wieder abholen soll, nicht, Vater? Ja. Auf Wiedersehen, Frau Pohl. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Pohl. Tschüss. Ja, aber... Fräulein Stöpsel! Ich wollte Sie doch nicht... Shit. Ja, was sitzt du denn da noch in Hut und Mantel? Sieht ja aus wie eine Vogelscheuche. Ich denke, wir wollen nach Leunitz. Nee, wollen wir nicht. Ich habe keine Lust mehr.
Ich fahr morgen oder übermorgen. Ist doch egal. Ist doch überhaupt alles egal. Das ist Gerda. Die jankt nach ihre Gummiteddys. Habt ihr welche mitgebracht? Nee, wir haben keine mitgebracht. Wir sind ja nicht mal bis nach Leunitz hingekommen. Gummiteddys gibt das auch hier. Aber wir hatten was anderes im Kopf zu nehmen als seine Gummiteddys. Die für Gerda nicht mal gut sind. So, nun raus mit ihr, aber schnell. Ich gehe nach Gerda. Auch ohne Gummiteddys. So. Ja, Gerda, mein kleines Herzchen, ich komme doch. Ja, Herr Mückensack, dann kann ich ja wohl mit meiner Arbeit anfangen. Haben Sie alle Unterlagen rausgesucht? Ja, Herr Stöpsel. Liegt alles wieder da hinten. Schön. Dann sorgen Sie bitte dafür, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Sagen Sie also bitte Ihrer Haushälterin, dass sie nicht gestört werden möchte. Ja. Hast du das gehört, Kriegen? Ich und den stören. Ich bin doch froh, wenn ich den nicht angucken muss. Wie werde ich schlafen? Weiß ich doch nicht, wie Sie schlafen werden. Mit geschlossenen Augen, nehme ich an. Ich meine natürlich, wo mein Bett steht. Auch wieder da hinten, Herr Stöpsel. Da hinten, schön. Ist das Zimmer in Ordnung? Natürlich. Wird auch so gut wie gar nicht gebraucht. Selbstverständlich habe ich, wie immer, mein eigenes Bettzeug mitgebracht. Sie wissen, ich bin da so ein bisschen... Pingelig. Ein bisschen... Penibel. Ein bisschen anspruchsvoll in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene. Was, wenn das bei uns suddelig wäre? Wir wissen doch, wie Herr Stöpsel das meint, Kriegen. Wenn auch man weiß, wie wir das meinen. Ja, nur schon gut. Also, Herr Stöpsel, Sie werden wie immer zufrieden sein. Essen werde ich im Gasthof. Wie immer. Jawohl, wie immer. Natürlich. Natürlich auf deine Rechnung, Karl. Natürlich. Natürlich auf Ihre Rechnung, Herr Mückensack. Was habe ich gesagt? Auf meine Rechnung, Herr Stöpsel, das geht klar. So, ich ziehe mich nun zurück und werde mich um meine Arbeit kümmern. Ich rufe Sie dann, wenn ich Sie brauche, Herr Mückensack. Bitte sehr, Herr Stöpsel. Danke heißt das. Danke, Herr Mückensack. Naja, sieht hier ja so einigermaßen aus. Aber hier ist keine frische Luft. Nee, sie soll da drin ja auch ersticken und das möglichst schnell. Musste das denn nur sein, Was Kriegen? noch musste das sein? Ich lass mir doch nicht die Ehre abschneiden und mich dauernd beleidigen von so einem Pergüt. Mit dem werd ich noch lange fertig, du. Aber ich will keinen Lärm und Streit im Haus, hast mich verstanden. Ein paar Tage wirst du den alten Herrn wohl verknusen können. Alten Herrn, na hör mal, du. So alt ist er ja noch gar nicht, ne? Alt oder nicht alt, das ist doch hier ganz egal. Du weißt ganz genau, wie wichtig Herr Stöpsel für mich ist. Der Mann spart jedes Jahr für mich einen Haufen Geld ein. Lass ihn doch sabbeln, so viel wie er will. Das spielt sie doch bloß auf. Aber behandle ihn korrekt und höflich, hast mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Übrigens, Frau Pohl, meine eigenen Handtücher habe ich natürlich auch mitgebracht. Na, hoffentlich auch ihr eigenes Wasser. Wir waschen uns hier nämlich alle in der Jauchekuhle. Reiten! Greten! Ach Mensch, das kotzt dann ja wirklich alles an hier. Was ist das bloß für ein Leben? Das ist überhaupt kein Leben, ist das nicht. Was habe ich bloß verbrochen, dass ich so leben muss? Aber bei anderen Leuten, da ist das anders. Da ist Frieden und Harmonie. Wir können uns hier ja mal ein Klavier zulegen. Quatsch doch nicht. Was meinst du denn mit Harmonie? Seelische Harmonie. Aha. Aber das verstehst du nicht. Kein Mensch versteht mich. Kein Mensch weiß, wie das in mir aussieht. Aber bei anderen Leuten, da ist das anders. Naja, die haben ja auch eine Frau und eine Familie. Bloß unser einer nicht. Unser einer kriegt ja keine Frau mehr. Ja, wo gibt's denn heutzutage noch eine Frau, die einen Bauern heiratet? Ist doch für all die viel zu viel Arbeit. Ja, die wären doch heutzutage viel lieber Stenotypistin oder Fotomodell. Oder Lehrerin. Wie diese Edeltraut. Hast du das gesehen? Die konnte auch nicht schnell genug wieder wegkommen.
Und dabei war ich doch wirklich nett zu ihr, oder nicht? Doch, Karl, warst du sehr nett sogar. Hätte sie denn nicht nur noch ein bisschen bleiben können? Na, lass mal, Karl, ich bin ja bei dir, ne? Und ich bleib auch bei dir, brauchst gar nicht bange zu sein. Und du kannst ja auch gern zum Aufhängen fahren. Ich werd diesem Affen dein Stöpsel schon nichts tun. Da kannst du ganz beruhigt sein. Lass mal, Karl, ich geh schon, ich mach das schon. Mögen Sie sagen? Was? Klaus Dieter? Ja, Moment mal, Augenblick. Du, seine Freundin aus Brumbüttel ruft an, die will Klaus Dieter sprechen, sag ihm doch mal eben Bescheid. Ah, ja. Ne, du, die schimpft, die sagt, sie hat schon ein paar Mal angerufen. Mach ich, hol ihn. Ja. Oh, Mensch, du bist doch, du kannst doch am Fenster weg, du musst doch so. Ja. Tut das weh? Nee. Bloß wenn ich lach. Hast ja nichts zu lachen. Klaus Dieter! Klaus Dieter, Telefon! Was? Ja, Mann, du warst sie doch ab, Mensch, er kommt ja gleich. Ach, Frau Pohl, Ja? nehmen Sie das doch bitte aus meinem Zimmer, ja? Ich mach kein Dörrgemüse. Gemüse. Bitte, wie Sie wünschen. Nee, Sie nicht, er. Bitte? Danke. Danke. Bitte, wenn Sie keinen Wert legen auf Zimmerschmuck. Zimmerschmuck? Dieses Grünzeug beleidigt ja meine Augen. Das ist ja beinahe ebenso schlimm, als wenn ich Sie den ganzen Tag angucken müsste. Ein Pool, Holtertmul. Ist was? Der Affe kommt zurück. Herr Stöpsel, Ja, Herr Stöpsel, einen anderen Affen haben wir hier doch gar nicht. du ärgert dich doch nicht andauernd über ihn. Ich ärgere mich doch gar nicht. Über Affen kann man sich doch nicht ärgern. Nee, die sind niedlich. So, aber der ist zu niedlich. Mahlzeit, die Herrschaften. Mahlzeit. Na, immer noch Mittagspause? Ist Herr Mückensack weggefahren? Ja, der ist vorhin losgefahren, ja, zum Aufhängen. Ne? Das so. Ja, warum? Ich stell das bloß fest, weil Sie das hier nämlich so gemütlich haben. Ja, gemütlich ist das hier. Ja, und wie war das bei Ihnen? Ich meine, haben Sie was Schönes zu essen gekriegt, da im Gasthof? Hervorragend das Essen, wie immer. Fantastisch gekocht, erstklassig serviert, die Umgebung picobello und eine schmucke, blitzsaubere Wirtin. Da soll das Essen wohl schmecken. Ja, und nur hinterher eine schöne Tasse Kaffee erst doch. Kaffee ist alle. Nee, da ist noch eine ganze Masse drin und ganz heiß. Na, wie ist das, Herr Stöpsel? Wollen Sie... Naja, vielleicht ein bisschen später. Ich muss dann sowieso noch einen intensiven Kontrollgang durch den Hof machen, wegen des Inventars. Aber erstmal muss ich nun meditieren. Ich meditiere immer um diese Zeit. Aha. Ja, was ist das denn? Meditation fördert die Konzentration, ist eine alte Buchprüferregel. Ach so. Ja, und ich meine, was machen Sie denn da so bei der Meditation? Ja, das verstehen Sie doch nicht, mein Junge, aber mal ganz primitiv ausgedrückt. Ich betrachte mich gewissermaßen dabei eine Zeit lang von innen. Auf Deutsch gesagt, er schläft. Ja, aber beim Schlafen kann man sie doch nicht begucken. Naja, der kann das ja vielleicht. Der Affe kann doch alles. Ach, Frau Pohl, beinahe hätte ich das vergessen. Ich sollte Ihnen noch was bestellen von Frau Kröger. Och nee, was hat die blitzsaubere und schmucke Wirtin Frau Kröger mir denn zu bestellen? Sie lässt bestellen, Fräulein Seifert ist heute Morgen im Gasthof gewesen. Fräulein Seifert hat da ein Glas Tee getrunken. Frau Kröger hat zwar nicht mit ihr gesprochen, aber sie ist sicher, ja sogar fest davon überzeugt, dass das Fräulein Seifert war. Seifert, was soll so ein Quatsch? Ich kenn kein Fräulein Seifert. Bitte? Mir auch recht. Ich habe es Ihnen jedenfalls ausgerichtet und nun stören Sie mich nicht länger. Tschüss. Der spinnt doch. Und die Krögersche spinnt auch. Ich weiß gar nicht, was die beiden von mir wollen. Ich kenne überhaupt kein Fräulein Seifert. Kennst du vielleicht von... Das ist ja Annemarie Seifert.
Was hast du? Ja, das ist doch die Venus vom Mückensack. Wer? Annemarie Seifert. Das ist Mückensack seine... Venus, begreifst du das denn nicht? Nee. Seine ehemalige, seine verflossene, seine Braut von früher. Ach ja, nu weiß ich das wieder. Und kurz vor der Hochzeit, da ist sie abgehauen und hat ihn sitzen gelassen. Ne? Ja, genau so war das. Ja, und die hieß Venus. Nein, die hieß Annemarie Seifert. Karl hat sie aber immer meine Venus genannt. Niedlich. Das war nicht niedlich, das war Leidenschaft. Karl und leidenschaftlich. Ich lach mich kaputt. Da gibt es gar nichts zu lachen. Das soll Karl damals richtig umgeschmissen haben. Die Annemarie Seifert war nämlich ein sehr hübsches Mädchen. Ja. Kennst du sie denn? Natürlich nicht. Woher denn auch? Ich war damals auch noch gar nicht hier. Ich war doch noch verheiratet. Aber was die Leute so erzählen, ne? Ja, und warum hat sie ihn sitzen gelassen? Was weiß ich? Hat wohl einen anderen gefunden oder hatte keine Lust hier auf dem Hof, auf dem Land. Och, die war ja auch nicht aus dieser Gegend. Ach so. Ja, und was sagt Karl dazu? Der spricht doch überhaupt nie darüber. Nee, mit keinem Wort. Der hat sie ja mit der Zeit auch schon längst verdrängt. Was hat er? Verdrängt? Mensch, das ist seelisch, das heißt so. Sag mal, was liest du eigentlich, wenn du die Zeitung liest? Da steht doch immer sowas drin. Ja? Verdrängen ist, wenn man was vergessen will, weißt du, so mit aller Gewalt. Und dann zum Schluss, dann vergisst man das tatsächlich. Ja. Genau wie Karl nu. Der denkt doch heute nur noch an seine Schweine, ne? Ja. Ja, und nu ist sie wieder da, die Venus. Mensch, das sagt die Krögersche, die tut doch sowieso. Was sollte die Annemarie Seifert denn hier? Die ist doch bestimmt schon längst verheiratet. Und außerdem, du, wenn die nun tatsächlich heute Morgen im Gasthof gewesen wäre, denn... Was denn? Naja, also so böse sind die beiden ja nun auch nicht auseinandergegangen, dass sie hier denn nicht mal reinkommen können, ne? Ja. Ja, aber das hat sie ja, ne? Was? Das heißt, ich glaub das. Wieso? Ja, heute Morgen, da war nämlich eine junge Frau hier und die hat nach Karl gefragt. Klaus, die willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, ich hatte das bloß wieder rein vergessen. Ne? Aber man muss ja auch mal zu viel was anderes in den Kopf nehmen. Und dann war sie ja mal auch bloß eine ganz kurze Zeit hier. Wie sah sie denn aus? Ja, wie sah sie aus? Haare und Kleid und Schuhe, hohe Hacken, ein Schal und... Ja, aber die hatte das ja so eilig. Ich konnte sie gar nicht richtig angucken. Och du, vielleicht wollte die Frau auch nur Ferkel kaufen. Nee, nach Ferkeln soll ich nicht aus. Und ihren Namen hat sie dir nicht gesagt? Hat sie nicht gesagt. Nee. Oh, Augenblick mal, sie hat mir ja so eine Karte, ne? Oder so das war jeweils so ein kleiner Zettel. Karte hat sie gesagt, ja. Sie hat mir eine Karte, Augenblick. Nee. Hier. Kunstdame bei Thommelsen nachfragen. Heiliger! Das ist doch mein Zettel zum Einkaufen. Mensch, ich hab mich heute Morgen tot danach gesucht. Das ist ja gedient. Wie komme ich denn bloß dabei? Pack nicht wieder ein und gib mir erst mal die Karte. Ja, da war ich. Ach, hier glaube ich. Ja, hier. Das ist die Karte, die Frau mir heute Morgen gegeben hat. Ne? Annemarie Seifert. Ja, was wollte die denn bloß hier? Weiß ich nicht. Aber du kannst sie ja nachher fragen. Sie kommt ja wieder. Was? Ja, hat sie jedenfalls gesagt. Punkt 3:30, dann fährt sie hier vorbei und dann kommt sie hier wieder rein. Hat sie jedenfalls gesagt. Klaus Dieter, und das sagst du mir nur erst so ganz nebenbei. Entschuldige, Mann, ich habe das rein wieder vergessen. Aber man muss ja auch immer zu viel was anderes noch in den Kopf nehmen. Was will die Annemarie Seifert da bloß hier? Ja, vielleicht will die Venus sich den Karl wieder angeln. Quatsch. Ah, du, die ist gar nicht so dumm, sieht jedenfalls nicht so aus. Die hat die Zeit nun vielleicht fix ein losgemacht, ne? Hat sich die Hörner abgestoßen. Meinst du? Ja, und nu ist der Lack ab, nun kommt die zurück und heiratet den Karl doch noch. Glaube ich nicht. Ah, so wie die aussieht, du, die hat den Karl Stand-EP wieder auf der Matte. Nee, ich meine, seine Leidenschaft ist dann gleich wieder am Kochen. Ne? Ja, und
Was soll ich denn machen? Wieso du? Was hast du denn damit zu kriegen? Ja, ich bin dann doch zu viel hier über im Haus. Na ja, dann freu dich doch. Dann kannst du doch mit ein ruhiges Gewissen und sanftes Ruhekissen hier abhauen. Gehst zurück nach Brummbüttel, schiebst eine ruhige Kugel, lebst von deiner Rente. Leben. Kann ich doch nicht von leben. Nicht? Ehrlich nicht? Nee. Was denkst du denn, was Onkel Ludwig früher verdiente? Ach so. Ja, und dein Haus? Haus. Ist doch nichts wert, das ist ein besserer Schuppen. Im Keller ist Wasser, in der Küche ist Schwamm und oben auf ist eine Hypothek. Ja, und wenn du dir nun vielleicht eine andere Stellung suchst? Andere Stellung, wo denn in meinem Alter? Und überhaupt, so schön wie hier kriegt es doch nie wieder. Schön. Hier. Also da komme ich nun nicht mehr mit. Du beklagst dich egal weg, du lebst hier in Ausbeutung. Du wirst hier mit Füßen getreten. Das war doch alles nur Taktik, dass Mückensack sich nicht zu sicher fühlen sollte. Aber ich lass mir mein Leben hier doch nicht kaputt machen. Auch nicht vom Mückensack seiner Venus. Bloß weil so ein Flittchen nach 7 Jahren zurückkommt, da soll ich hier wieder... Ja, Tannegrin, und wenn du nur einfach sagst, Karl, der ist schon verheiratet. Was sagst du da? Ja, die Venus weiß doch wahrscheinlich gar nicht, dass Mückensack noch Junggeselle ist. Ne? Und wenn die nun Punkt 3:30 hier vorbeikommt und Karl, der ist noch nicht vom Aufhängen zurück, dann sagst du einfach, du bist Seine Frau, na hör mal. Nee, nicht seine Frau, seine Schwiegermutter. Ja, Karl und seine Frau, die mussten für einen Augenblick weg und lassen noch schön grüßen. Was meinst du, wie schnell die Biene die Kurve hier kratzt, du? Klaus-Dieter, morgen bringe ich dir 10 Tüten Teddys mit. Ja, in Kopf musst du das haben, ne? Wenn der aber nur früher zurückkommt. Ach so, ja, was denn? Ich ruf an. Was? Ich rufe einfach an. Wo denn? In der Stadt. In der Stadt? Bei den Doktor. Bei dem Doktor. Mit der Sprechstundenhilfe habe ich doch schon ein paar Mal gesprochen. Ja, aber Tannegrin, was willst du denn sagen? Das überlass mir, Mann. Janine, du kannst doch nicht einfach der Doktor... Hallo, Schwester Ernie. Hier ist die Venus vom Mückensack. Ja, nein, Entschuldigung, hier ist die Haushälterin von Herrn Venus. Ja, wie nein? Ach, Schwester Ernie, nein. Hier ist Frau Puel. Ja, ganz recht. Schwester Ernie, ich wollte Ihnen nur sagen, aber das muss bitte ganz unter uns bleiben, nicht? Was? Herr Mückensack, ja, der kommt. Der ist ja schon unterwegs nach Ihnen. Aber es geht ihm ja so furchtbar schlecht. Ja, leider. Und darum wäre es wohl besser, wenn Sie ihn heute zweimal aufhängen würden, nicht? Ja, zweimal. Und bestrahlen und massieren und überhaupt alles mit ihm machen, was Sie so machen, wenn Sie das machen, nicht? Ja, Schwester Ernie, das sagt er Ihnen. Da spielt er wahrscheinlich den Gesunden. Aber er ist noch ganz fix krank. Ja, wenn er zu Hause ist, krümmt er sich. Er krümmt sich. Na Mann, vor Schmerzen, darum rufe ich doch an. Ich kann das schon gar nicht mehr aushalten. Ich meine, ich kann das gar nicht mehr mit ansehen. Nein, Schwester Ernie, bitte, zweimal aufhängen, nicht? Oh nein, nicht zu danken. Man ist ja schließlich ein verantwortungsbewussten Menschen, nicht? Danke, Schwester Ernie. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Schwester Ernie. Oh. In Kopf muss man das haben, du. Junge, du machst das, aber du... Not kennt kein Verbot. War aber gut. Du, der kommt vor heute Abend nicht wieder nach Hause. Ja, nun will ich mal lieber noch mal nach Gerda gucken, ne? Das heißt, mit uns beiden ist doch alles klar, nicht? Alles klar. Schwiegermutter. Alles klar. Das heißt, was machst du mit den Proppen? Mit was für einem Proppen? Mit den Stöpsel. Oh, Stöpsel. Ja, wenn der denn nun dazwischen fummelt, dann ist doch alles im Eimer. Mensch, den habe ich ja ganz vergessen. Du, Tannegrin, sag doch einfach, das ist der Schwiegervater. Ja, in Kopf muss man das haben. Ja, du bist ja wohl Schwiegervater. Oh Mann, oh Gott.
Gott, warum eigentlich nicht? So übel sieht er ja gar nicht aus als mein Mann. Ich versuch das einfach mal. Ja, aber mit diesem schiedigen Kittel, Mann. Oh, ich hab doch da in der Bettwäsche, da hab ich doch noch einen drin. Natürlich, nehme ich den, bitte. Besser kraus wie schiedig. Na, nun kann ich aber das Ding ja nicht in der Bettwäsche lassen, ach, das tue ich in einmal hier. Der ist ja noch voll Wasser. Auch voll, ach, nee, wo bleibe ich denn dann? Nun kommst du in den Pott. So. Was ist das denn? Hochwasser auf dem Balkon. Hochwasser auf dem Balkan. Oh. So. Aber ran. So. Na bitte, direkt hübsch. Ach, nur noch ein bisschen Dörrgemüse. Och, hat er gewiss gar nicht so gemein. Was ist das denn? So. Sehr hübsch. So. So. Herr Stöpsel. Herr Stöpsel? Hätten Sie nur wohl Lust und Zeit, Ihren Kaffee zu trinken? Oh. Von wegen Meditation. Hab ich doch gleich gewusst, dass Aas das schläft. Herr Stöpsel! Ihr Kaffee ist aufgedeckt. Oh, Verzeihung. Oh, bitte da nicht für. Gern geschehen. Bitte sehr. Dankeschön, danke. Nett! Nett, Frau Pohl. Sie können also, wenn Sie wollen. Aber hier fehlt der Löffel. Oh Gott. Ja, den habe ich hier drin. Gleich sofort. So. Kaffee ist noch ganz heiß. Wird ihm bestimmt gut tun. Nach solcher anstrengenden Meditation, ne? Dankeschön. Milch? Einen kleinen Tropfen, bitte, ja. Na, no. Zucker? Ja, 2 Stück. So, bitte sehr. Oh, Entschuldigung. Nein, Augenblick. Das habe ich da. Augenblick, das mache ich. So, weg, ne? So, bitte sehr. Danke sehr, Frau. Bitte. Extra für Sie. Ganz frisch. Ganz Dankeschön, heiß. ja. Ist ja ein Swimmingpool, Frau Pohl. Oh ja, praktisch, nicht? Ja, das kann man wohl sagen. Herr Stöpsel? Ja, bitte. Dürfte ich mich bitte da... Bitte schön, Frau. Danke. Was Sie noch für schöne Haare haben, nicht? Tja, ich pflege mein Haar ja auch. Schmeckt Ihnen der Kaffee? Ja, nicht übel, Frau. Freut mich. Weil das ja womöglich der letzte Kaffee ist, den Sie trinken werden. Was ist denn? Herr Stöpsel, was haben Sie denn? Nein, Herr Stöpsel, was denken Sie denn von mir? Wie sollte ich denn wobei Gift kommen? Nein, Herr Stöpsel. Also, wissen Sie, da habe ich mich aber mit einem ganz falschen Irrtum ausgedrückt. Ich wollte doch nur sagen, dass Sie nächstes Jahr hier wohl keinen Kaffee mehr trinken werden. Tja, warum denn nicht? Tja, weil das nächstes Jahr hier wohl keinen Bauernhof mehr geben wird. Der ist dann weg, kaputt, ruiniert. Naja, und dann Hammer. Was reden Sie denn da? Die ehemalige von Herrn Mückensack, seine Braut von früher, die ist nämlich wieder aufgetaucht. Sie wissen doch, dass Herr Mückensack mal verlobt gewesen ist und dass das Biest kurz vor der Hochzeit durchgebrannt ist, ne? Ja, davon habe ich gehört. Ja, aber nun ist sie wieder da. Heute Morgen war sie schon hier. Hier mit Klaus Dieter hat sie am Tisch gesessen. So. Und heute Nachmittag will sie nun wiederkommen. So, was will sie denn? Na, was wohl? Natürlich wieder Karl seine Venus werden. Was sonst? Wie bitte? Ja, so hat Karl seine Braut früher immer genannt. Und
Wissen Sie, was diese Venus in der Zwischenzeit getrieben hat? Nee. 3 Männer hat sie ruiniert. In 7 Jahren 3 Männer. 2 Bauern und ein Fuhrunternehmer. Ja, nee, nicht aus dieser Gegend. Aber einer von ihnen sitzt im Gefängnis. Ja. Der zweite hat Selbstmord gemacht. Und der dritte ist weg. Spurlos verschwunden. Da hinten. In Australien. Ach so. Das ist ja entsetzlich, Frau Puhl. Ja. Und das nächste Opfer ist wohl Karl Mückensack, ne? Ja, aber das muss man doch mit allen Mitteln verhindern, Frau Puhl. Tja, wie denn? Wie denn? Klaus Dieter hat gesagt, diese Venus, die ist so raffiniert und so sexy. Wie bitte? So sexy. Ach so. So? Ja, die ist so sexy, dass Karl gleich wieder umkippt, wenn er sie sieht. Junge. Oh Gott, ja, das ist ja zu verstehen. Der Mann ist ja ganz und gar aus der Übung, ne? Ja. Sehen Sie mal, die ganzen Jahre immer bloß mit seinen Schweinen, mit mir und mit seiner Bandscheibe. Der hat doch bloß noch auf Sparflamme gelebt, ne? Aber wenn nun die Venus von damals plötzlich wieder so vor ihm steht, dann steigt ja alles wieder in ihm auf. Und dann hat er sie Stante-P wieder auf der Matte. Frau Puhl. Nee, das habe ich nicht gesagt, das hat Klaus Dieter gesagt. So, ja. Ja, schade um den schönen Hof, ne? Ja, dann muss man doch mit allen Mitteln, Frau Puhl, dieses Wiedersehen verhindern, müsste man doch. Tja, wie denn? Dieses ganze Problem gäbe es ja gar nicht, wenn Herr Mückensack in der Zwischenzeit geheiratet hätte. Ja, wenn, aber da können wir ja leider nicht bedienen, ne? Nee. Na? Ja. Na? Das heißt, Ja. wenn wir nun einfach sagen, dass Herr Mückensack schon verheiratet ist. Ach, wie soll ich denn das verstehen, Herr Stöpsel? Auf jeden Fall nicht falsch und verkehrt, Frau Puhl, bitte verstehen Sie mich richtig. Aber ich meine, dass wir Herrn Mückensack sozusagen vor sich selber schützen müssen. Ja, natürlich, schützen müssen wir ihn. Ja, und wenn wir nun einfach sagen, dass wir beiden, also Ja. Sie und ich, gewissermaßen die Schwiegereltern... Aber nein, Herr Stöpsel. Na, das wäre doch bloß für ein paar Minuten. Ich werde da schon für sorgen, dass diese Dame schnell wieder verschwindet und für immer. Diese Sexbombe puste ich weg wie nichts. Die Venus ist da. Ihr Auto ist eben in den Hof gefahren. Oh nee, ja nicht. Nun schon, das ist doch noch viel zu früh. Ja, ich kann bloß melden, was ich gesehen habe. Was sollen wir denn nun machen? Ja, ich weiß es noch nicht. Aber wir sind auf jeden Fall die Schwiegereltern. Ja. Sie und ich. Ja. Und von nun ab per Du. Oh. Da müssen wir an festhalten. Also, du und ich. Hast ihn rumgekriegt? Halt doch dein Sabbel. Was soll ich denn sagen? Wir haben doch noch gar nichts verabredet. Ruhe! Ganz ruhig, Ja. Frau Puhl. Ja. Lassen Sie du mich mal machen. Ja. Ja, ich kann ja der Sohn von Karl sein. Mensch, du spinnst doch. Du bist doch viel zu alt. Ach so, ja, denn sein Findelkind. Warum muss die Venus nur auch so früh kommen? Ich sag einfach, hier ist keiner zu Haus. Oh, ja. Nein, um Gottes Willen, die kommt ja womöglich wieder. Ach ja, Sie, Herr Du. Ja? Was wollen wir denn sagen? Wie lange ist Karl denn schon verheiratet? Ja, sagen wir mal 3 Jahre. 3 Jahre, schön. Und mit wem? Dumme Frage. Mit unserer Tochter natürlich. Mit unserer Tochter? Mit unserer Tochter. Wenn wir doch die Schwiegereltern von Karl sind, dann muss ja wohl seine Frau unsere Tochter sein. Ja, wieso? Das immer. Ich kneife auf. Das nehme ich Zu spät. So. Nur die Nerven behalten. was soll ich- Ganz ruhig. Ganz ruhig. Herein! Oh, du. Na, Vater, hast schon auf mich gewartet. Ja, Edeltraut, wo kommst du denn her? Wieso? Waren Sie das eben? Ich meine, ist das Ihr Auto da im Hof? Ja, sicher, warum? Das ist hier vielleicht ein Ei. Doch, stell du. Und ich krieg hier beinahe einen Herzinfarkt. Ganz ruhig, ganz Was ist denn hier los? Ja, wir dachten alle, Sie sind die Venus. Bitte? Ach, das verstehst du doch nicht. Was willst du eigentlich hier? Gar nichts. Ich wollte dir bloß die Bettwäsche bringen. Die haben wir heute Morgen im Auto liegen lassen. Ich hab das vorhin erst gemerkt. Und ich weiß doch, wie du dich immer anstellst. Du kannst ja bloß in deiner eigenen Bettwäsche schlafen. Ach, Unsinn. Die Bettwäsche nimmt man wieder mit. Ich krieg ja schon, was ich brauche. Die liebe Frau Puhl sorgt schon sehr gut für mich. Danke. Bitte. So, komm.
Und dann fahren wir gleich wieder los. Ja, wäre das nicht besser, wenn Ihre Tochter hier bleibt? Ich meine, dann haben wir doch auch eine Frau Mückensack zum Vorzeigen und nicht bloß Schwiegereltern. Was meinen Sie, wie schnell die Tante wieder abhaut? Oh ja. Ja, was meinst du? Was habt ihr denn? Warum guckt ihr mich denn alle so an? Frau Mückensack! Meine Tochter. Was soll das? Also pass auf, Edeltraud, du bleibst nun hier und bist in ungefähr einer Stunde Frau Mückensack. Was, ihr piept's wohl? Ach, das ist doch bloß pro forma. In einer Stunde kommt nämlich eine Dame und die muss unbedingt glauben, dass Herr Mückensack verheiratet ist, verstehst du? Nee. Macht auch nichts. Aber wenn die Dame da nicht von überzeugt ist, dann stößt sie Herrn Mückensack in kurzer Zeit in den Ruin. Ja, und der Hof kommt unter den Hammer? Ja, eben. Und genau das wollen wir verhindern. Und darum musst du... Ich? Ich denk gar nicht daran. Ja, vor Karl brauchen Sie keine Angst zu haben. Der wird heute zweimal aufgehängt. Der hängt bis heute Abend. Ja, und die liebe Frau Puhl und ich, wir sind die Schwiegereltern, gewissermaßen deine Eltern. Also jetzt hör mal auf. Seid ihr alle übergeschnappt oder was ist los? Wie komme ich denn dazu, die Frau von Herrn Mückensack zu spielen? Bin doch nicht verrückt. Und überhaupt, Mann, das glaubt mir doch kein Mensch, so wie das hier aussieht. Oh, das kann man ja ändern. Das geht ganz schnell. Das räumen wir alles auf. Los, Claudia. Nein, hier. Ja, aber wo soll ich denn damit hin? Weg, egal, weg. Meinetwegen in die Besenkammer rein. Los. Nein, hört auf! Nein, fang an. So ist es richtig. Auch Trauterchen, ich wusste ja, dass du uns nicht im Stich lassen würdest. Ob ich das tue? Aber wo bist du denn hin? Wo weg natürlich. Hier bleibe ich keine Minute mehr. Klausina, Staubsauger. Ja, Jetzt bin ich ja wohl im Irrenhaus gelandet. Auch du, mein Sohn Brutus. das ist ja gut, ne? Jo. Ja? Soll ich deine Wolldecke wieder mitnehmen? Ja, das tu mal nicht. Ich brauch sie ja nicht. Ich hab die Couch doch mal schnell bezogen. Dann hat Frau Puhl auch nicht die Arbeit davon. Die arme Frau hat ja jetzt genug um die Ohren. Ja, ich habe das vorhin auch bloß gesagt, dass sie sich nicht beleidigt fühlt. Die Frau ist nämlich bannig empfindsam. Oh, bannig empfindsam. Jetzt übertreib aber nicht, Vater. Heute Morgen wolltest du sie noch am liebsten umbringen. Jetzt behandelst du sie wie ein rohes Ei. Wo ist sie eigentlich? Ja, die kommt wohl gleich wieder. Ich habe sie nur gebeten, ihren grässlichen Kittel auszuziehen. Oh, sag mal, wo habt ihr den denn ausgegraben? Hübsch, nicht? Ja, sehr hübsch. Das in der Ära von Nostalgie ist ja wohl alles hübsch, was alt ist. Ja, du hast Kunstverständnis. Die liebe Frau Puhl aber auch. Sie hat die Figur noch schnell vom Boden geholt. Hat der alte Herr Mückensack mal gewonnen, sagt sie, als ersten Preis. So. Oh, entsetzlich. Oh, nein, Vater, also ich muss dir mal was sagen. Ja, mein Dear. Also die ganze Stube sieht furchtbar aus. Ich weiß nicht, sei mir nicht böse, aber also direkt muffig. Na, so habe ich das vorhin ja nun wirklich nicht gemeint. Ja, aber wieso denn? Ist doch hübsch nu. Richtig, freundlich. Man sieht doch sofort, dass hier eine glückliche Familie wohnt. Glückliche Familie, dummes Zeug. Na, vorher war das hier vielleicht zu schlampig. Ja. Aber jetzt? Oh nee, also du übertreibst immer gleich so doll. Und du hast keinen Geschmack und keine Wohnkultur. Das muss ausgerechnet du mir sagen. Oh, warum reg ich mich eigentlich auf? Macht doch, was ihr wollt. Ich gehe jetzt sowieso. Och, Trauterchen, du sollst doch. Vater, du hast doch wohl nicht im Ernst geglaubt, dass ihr euren Blödsinn hier mitmacht. Wie kann ein junger Mensch bloß so ohne Herz und Gefühl sein? Ich verstehe dich wirklich nicht. Och, du verstehst mich schon sehr gut, Vater. Ja, ist denn das nun wirklich so schwer, wenn du dich mal für 5 Minuten überwindest und... Wenn Mückensacks Frau spielst? Ganz richtig, spielen. Bloß spielen. Du bewahrst dadurch den armen Herrn Mückensack vor Demütigungen jeder Art und vor dem Ruin. Nur ich hab dir doch erzählt, wie kriminell diese Person ist und wie übel sie ihm schon damals mitgespielt hat. Na und? Also ich spiele jedenfalls nicht mit. Och, Traudelchen. Soll er doch allein sehen, wie er mit dieser Situation fertig wird. Er ist doch immer so schlau.
Es geschieht ihm ganz recht, dass er jetzt mal auf dem Proppen sitzt. Traut, wie lange? Jawohl, das geschieht ihm ganz recht. Sieh mal, dein armer alter Vater. Oh Gott. Und überhaupt glaube ich dir deine edlen Beweggründe nicht, Vater. Und dein einziger Gedanke ist doch bloß, dass du mich mit diesem Hof und mit Herrn Mückensack verkuppelst. Aber Edeltraut. Jawohl. Verkuppelst. Nur hast du Angst, dass dir ein anderer dazwischen fummelt. Edeltraut. Bloß darum findest du doch Frau Pool auf einmal so empfindsam und sagst Liebe, Frau Pool, zu ihr, weil sie in ihrer Dummheit mitmacht bei deinem Theater. Und ne, Vater, du versündigst dich direkt an der armen Frau. Edeltraut, wie kannst du mir sowas sagen? Nee, also nur hast du mir aber bitter Unrecht getan. Jetzt spiel dich aber nicht auf, Vater. Du kannst diese Venus vielleicht an der Nase rumführen. Oder die liebe Frau Pool. Aber mich doch nicht. So, das ist der letzte Blumentopf, den ich auf dem Auto hatte. Ne? Wo soll der denn hin? Was? Ach so, nee, aber hier vielleicht, ne? Augenblick. So, ja, das wäre doch gut, ne? Sieht doch niedlich aus. Sehr niedlich. Sehr niedlich. Ja, soll ich noch mehr von den Dingern holen? In der Gärtnerei haben sie noch einen ganzen Berg davon. Die leihen die uns gerne. Nee, bloß nicht. Das sieht hier jetzt ja schon aus wie ein Krematorium. Krematorium, also, das ist nun wirklich geschmacklos. Ich frage mal meine Tante, ne? Tante Greten! Ich komm gleich. Also jetzt macht, was ihr wollt. Ich verschwinde jetzt. Aber Traut, Komm ja schon. Ich habe mich nur noch ein bisschen umgezogen. Das ist hier vielleicht ein Ei. Frau Pool, mein Kompliment. Sie sehen entzückend aus. Das meine ich aber auch. Und ich erst. Was lachst denn so dusselig? Hast du noch nie eine elegante Dame gesehen, nicht? Ich lach ja gar nicht, aber du siehst so fremd aus. Wo hast du das Zeug denn her? Hast du das geliehen? Liebe, du spinnst wohl. Habe ich mir alles so nach und nach gekauft. Von meinem Gehalt. Das hast du aber noch nie angehabt. Nee, wann denn und wo denn? Hier bei euch vielleicht? Das wäre doch die reinste Verschwendung. Mensch, für euch bin ich doch nichts weiter wie eine Küchenmaschine. Ihr lacht euch ja schon kaputt, wenn ich nur mal zum Friseur will. Das stimmt gar nicht. Sei doch Ich hab still. noch nie... Fräulein Stöpsel, ich habe immer das Gefühl, der Unterrock guckt da hinten irgendwo. Können Sie mal nachgucken? Huch, nö. Nee, Frau Pool, ist alles in Ordnung. Der Unterrock guckt nicht raus. Und wenn schon, ich finde das immer ganz pikant, wenn das so ein bisschen rausblitzt. Oh, ihr Greten! Mückensack, Angenehm. deine Tante soll kommen, aber so... Du bist das? Ja, sag mal, willst du zur Maskerade oder was sollen diese Pillen? Ja, was ist hier überhaupt los? Ja, wo bin ich denn hier? Im Beerdigungsunternehmen? Wer hat dieses Grünzeug hier reingesteckt? Wo kommst du denn her? Wirst du heute nicht aufgehängt? Zweimal sogar? Nee, heute nicht. Heute wird nicht aufgehängt, heute wird aufgeräumt, aber gründlich. Aber man hat mir doch gesagt, Sie kämen heute Abend erst wieder zurück. Wer ist Mann? Naja, also... Na, lassen Sie mal, ich weiß schon. Ich weiß ganz genau, wer hinter all diesem Lügenkram steckt. Hier, diese Schabracke. Ach, was Schabracke? Eine Fregatte, aufgetage bis zum geht nicht mehr. Sag mal, wie kommst du dazu, solche Lügen bei mich zu erzählen, was? Was soll die Frau doch nur von mir denken? Die denkt doch nur von mir, ich hätte sie die ganze Zeit schon beschwindelt. Die hält mich doch für einen Betrüger. Na los und mach den Mund auf. Hast du anders immer die große Klappe. Was hast du mit diesem Theater bezwecken wollen, hä? Herr Mückensack, bitte verstehen Sie mich nicht verkehrt, aber wir wollten Sie eigentlich bloß beschützen. Ja, beschützen. Beschützen? Ja. Beschummeln wolltet ihr mich. Das ist nicht wahr. Mich braucht keiner zu beschützen. Und Sie schon gar nicht, Herr Stöpsel. Beschützen Sie mich vom Finanzamt, dafür bezahle ich Sie ja. Aber nicht dafür, dass Sie sich hier in meine Privatangelegenheiten mischen und Lügen über mich in die Welt setzen. Ich? Aber Herr Mückensack... Und was heißt überhaupt beschützen? So der ganze Blödsinn ist das ja. Die Frau tut doch bloß ihre Pflicht. Wie bitte? Nun stehe ich da wie so ein dummer Junge. Natürlich, manchmal hat es wehgetan, aber es hat auch geholfen.
Meine Bandscheibe ist doch wieder in Schuss. Die Bandscheibe, nun versteh ich dich. Ich hab schon gedacht, du bist ein Hellseher. Aber was meint er denn, Frau Na, Pohl? jedenfalls nicht die Venus. Das ist dir vielleicht ein Ei. Er meint Schwester Annie. Und du lachst wie so ein Blecheimer. Natürlich spricht die ganze Zeit schon Schwester Ernie. Von wem denn sonst wohl, was? Ah. Und von diesem hundsgemeinen Telefonanruf. Herr Mückensack ist noch schwer krank. Er krümmt sich vor Schmerzen. Herr Mückensack spielt nur den Gesunden. Junge. Was hast du hier bloß dabei gedacht? Ich weiß ja, dass du ein Arzt bist, aber sowas nee. Karl, das war vielleicht nicht ganz richtig von mir, aber guck mal, du musst das verstehen. Ich wollte dich ja gern so lange wie möglich aus dem Haus haben und da ist mir ja leider nichts Besseres eingefallen. Warum wolltest du mich so lange als möglich aus dem Haus haben? Ja, aber sieh mal, Karl. Ja, hier ist es doch immer so ungemütlich, nicht? Und Freund Stöpsel hat das auch gesagt. Gar nichts habe ich gesagt. Noch haben Sie das gesagt, wenn nicht direkt, aber doch indirekt. Und Fräulein Stöpsel ist ganz zufällig hier, weil sie nämlich die Bettwäsche bringen wollte für Herrn Stöpsel. Ja, aber ich habe doch gar keine Bettwäsche nötig. Nee, nun nicht mehr. Und Frau Stöpsel hat es gesagt. Und Fräulein Stöpsel hat außerdem noch gesagt, hier wohnen keine glücklichen Menschen. Was habe ich gesagt? Jawohl, du hast das hier zu unordentlich zu, haben sie gesagt. Und Herr Stöpsel hat gesagt, ich darf nicht immer so in Kittel rumlaufen und das stimmt ja auch. Ja, mit dem Kind, das stimmt. Ja, das stimmt und das stimmt ja wirklich, Karl. Du hast ja so gar nichts von deinem Leben. Du hast kein sauberes Oberhemd und du hast kein Klavier, Harmonie und all sowas hast du nicht. Und da habe ich mir gedacht, wir machen mal alles ein bisschen hübsch hier, bis er wieder zurück ist. Und wir sind ja auch noch lange nicht fertig, Karl. Das ist doch erst der Anfang. Was? Ja, du kommst doch all die anderen Stuben an. Du halt endlich mal die Luft an. Na schön, ich halte ja die Luft an. Aber es ist schade, es ist richtig schade, dass du schon zurück bist, wegen der ganzen Überraschung. Karl. Sag mal, bist du Guck mal, verrückt geworden oder durchgedreht? Wegen dieser lumpigen Überraschung, da blamierst du mich vor all den Leuten? Wegen diesem Trödelladen hier lacht nur die ganze Arztpraxis über mich. Ja, die halten mich doch nur alle für einen Dussel, für einen Döskopf, für einen Hampelmann. Nein, Karl, das tun die bestimmt nicht. Ich hab doch nur Schwester Ernie so ein bisschen was vorgeflunkert. Eigentlich gar nichts, beinahe nichts. Und kommt ja auch nicht wieder vor, Karl, ne? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich schmeiß dich nämlich raus. Ich schmeiß dich raus, Regenpule, das sofort und pass auf der Stelle. Für so einen Lügenweib habe ich keinen Platz in meinem Haus. Da, du hast du Gerda aufgeweckt. Scher dich in den Stall und fang gefälligst mit Ausmisten an. Los, raus mit dir. Ich muss erst nach Gerda. Ne? Du kannst ja wieder einen Schlaf singen, deine Gerda. Das mache ich aber auch, du. Da kannst dich aber auch verlassen. Gerda? Das scheint das Schwein zu sein. So, und nun zu dir, Gregenpohl. Pass auf, das ist nur 3:30. 3:30 schon? Aber nahe 3:30. Was nun, Frau Pohl? Das ist doch ganz egal. Kurz vor 3:30 also. Ich gebe dir noch 10 Minuten Zeit, Gregenpohl. 10 Minuten. Und wenn du da nicht raus bist und das mit Sack und Pack, dann schmeiß ich deinen Kram selbst vor die Tür. Und dich hinterher, hast du mich verstanden? In 10 Minuten kann ich noch nicht einfach so mit. Hier. Oh. Dein Gehalt für diesen Monat und für den nächsten. Und nun bin ich fertig mit dir, ein für alle Mal. Herr Mückensack, ich lege Wert darauf zu sagen, dass ich mit dieser ganzen Verleumdungskampagne nichts zu tun habe. Feichling. Vater, du hast hier doch Nichts habe ich, gar nichts. Ich weiß von keinem Telefon, ich weiß von keiner Schwester Ernie, ich weiß überhaupt nichts von den ganzen Lügen. Ich habe bloß so rein aus Gefälligkeit hier ein bisschen Staub gewischt. Staubgewicht verführt hat er mich. Nur will er das nicht gewesen sein. Hätte ich mir ja denken können, Affe bleibt Affe. Also die Frau beleidigt mich in einer Tour. Dann gehen Sie doch raus, Herr Stöpsel. Aber Frau Puhls Behauptung... Es interessiert mich nicht, was Frau Puhl behauptet. Streiten Sie sich gefälligst anderswo, aber nicht hier. Frau Puhl fliegt sowieso. Und Sie gehen nun bitte an Ihre Arbeit. Darum bezahle ich Sie nämlich bloß darum. Und machen Sie gefälligst nicht wieder so viel Fehler. Ja, im vorigen Jahr muss ich 12,40 € nachbezahlen. Also das hat mir noch kein Mensch gesagt. Ich mache keine Fehler, Herr Mückensack. Merken Sie sich das mal. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Fehler gemacht. Vater! Rups, da fiel die Tür ins Schloss. Und du sitzt ja immer noch hier, Gregenpohl. Ich würde mich an deiner Stelle lieber ein bisschen beeilen. Nun sind es nämlich bloß noch 8 Minuten, bis ich dich endgültig rauswerf. Oh, du. Na? Dafür habe ich extra sauber gemacht. Aber das wird dir noch leid tun, Karl Mückensack.
Mückensack. Aber wenn du erst ruiniert bist und im Gefängnis sitzt und Selbstmord gemacht hast, dann wirst du noch an mich denken. Aber dann ist das zu spät, du Bandscheibenbubi. Da fiel die zweite Tür ins Schloss. Nur ist sie ganz und gar durchgedreht. Naja, die Hauptsache, sie ist weg. Sie kommt sich nur wohl wie ein Held vor, was? Wie ein Held? Ganz und gar nicht. Ich komme mir sogar hundselendig vor. Aber das musste sein. Das hätte ich schon lange machen sollen. Oh, die Alte hat mich die ganze Zeit über so tyrannisiert, dass ich beinahe nicht mehr... Ganz schön leer geworden hier, ne? Ja. Ja, und ich muss jetzt auch gehen. Nee, bitte nicht doch. Immer laufen Sie weg, Fräulein Stütze, wenn ich mal... Ich muss ja ein grässlicher Mensch sein, dass Sie egal weg von mir auskneifen. Ach, was grässlich. Sie sind vielleicht ein bisschen schwer zu nehmen. Oh, bin ich gar nicht. Na? Nee, ganz bestimmt nicht. Wenn mich einer richtig behandelt, dann fresse ich ihm aus der Hand. Bestimmt. Bleiben Sie doch noch. Bitte. Also gut. Ja. Tja. Edeltraud. Wie bitte? Ach, nix. Ich sag das bloß so. Ach so. Edeltraud ist ein hübscher Name. Passt auch so gut zu Ihnen. Edeltraud. Edeltraud! Na gleich, Vater. Komisch. Was hat Frau Pudros damit gemeint, als sie sagte, dass ich hier ruiniert wäre und das alles... Ja, das kann ich Ihnen erklären, Herr Mückensack. Ich glaube, ich muss Ihnen überhaupt so einiges erklären. Also. Erklären Sie ruhig. Also, mein Vater und Ihre Frau Poole. Ach, nicht. Ich muss anders anfangen. Also, heute Morgen, als Sie weg waren und Klaus Dieter hier ganz allein war. Edeltraud, kommst du jetzt bitte sofort? Ja doch, Vater, ich komme ja schon. Augenblick bitte, ja? Aber bitte, gern doch. Ja, Vater, was ist denn? Ist auch so ein richtiger Tyrann, dieser Alte. Herrje, was ist das bloß für ein Mist hier? Herein! Hallihallo! Na, bin ich nicht pünktlich? 3:30. Ja? 3:30 habe ich gesagt, nur ist es Punkt. 3:30. Ja? Kalimann. Annemarie? Venus, nun sag bloß, dass du mich nicht gleich erkannt hast, sodass wir gar wirklich zum Tod lachen. Dann lacht dich man tot. Mein alter Kalimann, du sitzt da ja noch genauso wie damals vor 7 Jahren. Weißt du noch, genauso muffig und genauso stur. Nimm mir das nicht übel, ich bin nun mal so direkt, weißt du ja nicht? Ja, das weiß ich. Als ob du dich 7 Jahre nicht fortgerührt hättest und noch immer auf deine Venus wartest. Weißt du noch, Venus? Ach, war das nicht süß damals? Sag mal, was hast du hier eigentlich? Das ist ja wirklich zum Fürchten. Je, das ist aber auch ein Mist hier. Ach, Kalimann, du bist noch immer der alte Brummbär, nicht? Wie geht es dir denn so? Hm? Ach, es geht. Und dir? Wunderbar, also mir geht es einfach wunderbar. Aber das freut mich, dass es dir auch so geht. Ach, Kalimann, das finde ich einfach süß, du. So, süß findest du das? Ach, süß. Ja, weißt du, manchmal hatte ich ja doch ein schlechtes Gewissen, besonders zu Anfang, nachdem ich dich einfach hab sitzen lassen. Und als dann deine Mutter starb, du, da habe ich das in der Zeitung gelesen. Ach, übrigens, mein herzliches Beileid. Ja, danke. Ist ein bisschen spät, nicht? Ich meine, es ist schon sehr lange hier, aber es kommt von Herzen. Ja, und damals wollte ich dir auch schreiben und dann habe ich es doch nicht getan. Warum eigentlich nicht? Das weiß ich doch nicht. Kalimann, mir fällt's wieder ein. Oh, das ist ja
wirklich zum Totlachen, dass ich das vergessen habe. Ich hatte doch so viel Ärger wegen meiner Scheidung. Also wenn ich daran denke, das war ja vielleicht ein Theater, du. Ich hatte ja sehr schnell geheiratet. Ich meine, damals, als ich dich hat sitzen lassen. Aber ich habe mich getäuscht. Ja, mein Mann war sogar eine schwere Enttäuschung für mich. Obwohl er ganz anders war wie du, Kalimann. Und er war auch nicht schlecht. Nein, schlecht war er nicht, aber ich war wohl noch zu unreif für eine Ehe. Jedenfalls war ich nur 6 Monate verheiratet, du. Nein, 7. Ach, wart mal. Doch nur 6. Nicht sehr lange, wie? Halbes Jahr. Halbes Jahr, Kalimann, genau. Nein, genau natürlich nicht, aber ist ja auch egal, war ja nur ein Versuch. Ja, und inzwischen bin ich ja auch reifer geworden, nicht? Ja, ja, wir werden alle vernünftiger und älter. Ich bin jedenfalls sehr viel ernsthafter geworden. Ach, und auch schrecklich ruhig. Du. Ja, das merkt man. Aber du, Kalimann, du bist lebhafter geworden, nicht? Ja, sehr lebhaft sogar. Ja, das merkt man sofort. Naja, Kalimann, und jetzt würden wir wahrscheinlich gut zusammenpassen, sehr gut miteinander harmonieren. Nicht? Vater, sei doch vernünftig. Du hast doch nicht den mindesten Grund. Oh, guten Tag. Kalimann, das ist deine Frau, nicht? Ach, süß. Tja, ja, das ist meine Frau. Meine Edeltraut. Edeltraut, süß. Wir haben Besuch, mein Liebling. Meine Braut von damals. Meine ehemalige. Edeltraut ist ja ein reizender Name. Viel reizender als Annemarie Edeltraut. Süß. Guten Tag, Frau Mückensack. Oh ja, guten Tag. Das ist eine Überraschung, was? Ja, so eine Überraschung ja nun wieder nicht. Deine Braut. Oh, ehemalige Braut, das wollen wir aber bitte festhalten, nicht? Aber sagen Sie doch ruhig Annemarie zu mir. Ja, gern, danke. Also, die liebe Annemarie war nämlich heute Morgen schon mal hier. Heute Morgen. Ja, aber das war reiner Zufall. Weißt du, wenn man so auf Tour ist, hat man ja keine Ahnung, in welchem Ort man landet. Und dieser reizende junge Mann, der hier war, Ja, Klaus Dieter. Klaus Dieter heißt der. Ach, süß. Ja, also dem habe ich gesagt, dass ich heute Nachmittag noch mal reinkomme. Und ich glaube, ich habe ihm auch eine Karte da gelassen. Weiß ich nichts von. Nein? Gediegen. Ich hab gedacht, Klaus Dieter hätte dir das erzählt. Aber du warst ja auch mal knapp zu Hause, Karl. Wissen Sie, mein Mann, der war heute so viel unterwegs, da konnte er ja gar nicht. Ist ja auch egal. Die Hauptsache ist, wir sehen uns jetzt nicht, Kalimann. Aber überrascht bin ich doch. Doch, kann ich nicht leugnen. Ich habe nämlich immer gedacht, du heiratest nie. Du ist das nicht zum Totlachen. Ich war fest davon überzeugt, dass dich keine nehmen würde. Naja, Irren ist menschlich. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Och, schon lange. Ja. Seit ein paar Jahren schon. Ah, süß. Na, das ist ja wirklich nicht allzu lange um deine Venus getrauert, du Böser. Nee, allzu lange natürlich nicht. Was heißt denn hier natürlich? Naja, ich meine... Naja, mal heiratet ja jeder Mann. Ah, Ne? süß, ja. Wie kommen Sie denn so zurecht mit unserem Kalimann? Hm? Och, ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Sehr gut sogar. Ganz prima. Das könnte gar nicht besser sein. Ach, süß. Also wie mich dies freut. Du, ich habe doch immer gedacht, dass dich keine nimmt. Hören Sie mal, Sie haben ihn doch auch nehmen wollen. Das war doch ganz was anderes. Das war gar nichts anderes. Du tust beinahe so, als wenn das an mir gelegen hat, Annemarie. Annemarie. Nun sag doch nicht immer Annemarie zu mir. Sag doch Venus. Ich sag Annemarie und damit basta. Zu Fräulein Stöpsel sage ich auch Edeltraut. Wie bitte? Zu meiner Frau sage ich auch Edeltraut. Edeltraut, süß. Oh, Vater, du willst doch nicht wirklich weg. Wie du siehst. Aber nein, Vater. Tja, aber Schwiegervater. Sagen Sie nicht Schwiegervater zu mir. Ein Mensch, der behauptet, dass ich Fehler mache, hat nicht das Recht zu mir wieso Schwiegervater? Vater, was soll Karl denn sonst zu dir sagen? Ach so. Süß, der Alte. Sie meint mich? Also das ist nicht doch Ja, wohl... nun sagen wir mal nicht mehr bös. Schwiegervater. Hab ich doch nicht so gemeint. Nee? Und die 12,40 Mark?
Da hab ich mich denn wohl versehen, Schwiegervater. Na bitte, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Na komm, Vater, setz dich mal hin. Du wirst doch jetzt wohl nicht weggehen, wo wir so lieben Besuch haben. Nee, natürlich nicht, natürlich. So, ich bin soweit. Schneller ging das nicht. Ach, süß. Wollen Sie auch verreisen? Nein, ich gehe immer mit so einem Koffer spazieren. Da ist der Rest vom Wirtschaftsgeld. In der Vitrine liegen noch 100 Mark. Soll ich die holen? Nee, das... Das tut ja nicht nötig. Mutti! Was? Doch, zieh dich aus, mein Gretchen. Was? Ich verstehe nicht, wie es... Gretchen, wir bleiben, zieh dich aus, mach dich frei, ja. Komm so, weißt du. Karl, unser Schwiegersohn, hat sich nur bei mir entschuldigt. Ist alles wieder in Ordnung, in bester Ordnung sogar. Ja, Karl wollte ich doch nicht kränken. Mutti! Nee, ganz gewiss nicht, Mutti. Kennst mich doch. Ja, du kennst Karl doch. Mutti! Ja. Du kennst ihn doch, mein Gretchen. Ach, das harmonische Familienleben, süß. Überhaupt haben wir hier ganz lieben Besuch. Ja, die ehemalige Braut von Karl. Die Venus. Ach so, du bist die. Ist das nicht eine Überraschung? Ja, das kann man wohl sagen. Und die ehemalige Braut von unserem Karl soll doch nicht glauben, dass in unserer Familie Unfrieden herrscht. Die hat nämlich eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den jungen Leuten. Ja, sowas kommt ja mal vor, ne? Aber ja, doch, ach natürlich, ach süß. Was meinen Sie, was ich mit meinen Schwiegereltern alles durchmache? Das ist direkt zum Totlachen. Also meine Schwiegermutter, die hat uns doch schon zweimal das Möbellager angesteckt. Abgebrannt ist es dann leider nur einmal. Sie sind verheiratet. Das wundert mich auch. Aber warum? Ich habe doch sofort nach meiner Scheidung damals wieder geheiratet. Habe ich dir das nicht erzählt, Kalimann? Ja, kann sein. Oder es spielt ja auch keine Rolle, ne? Also, das heißt, unsere Firma, mein Mann und ich, wir haben einen Antiquitätenhandel in Neustadt. Aber die Firma läuft auf meinen Namen, die geht unter Seifert wegen der Steuer und so. Verstehen Sie? Na, die muss doch nicht alles wissen, nicht? Och, süß, wie er versteht. Aber natürlich bin ich verheiratet. Ich habe auch eine Tochter. Aber nun hört mal, wo sind denn eigentlich eure Kinder? Habt ihr vielleicht keine? Doch, doch. Ja, auch eine kleine Tochter. Unsere kleine Gerda. Wie süß! Oh, Kalimann, das hätte ich dir überhaupt nicht zugetraut, du. Wo ist sie denn? Tja, im Augenblick. Wo ist denn unsere kleine Gerda? Ja, die ist noch im Kindergarten. Süß? Ja, bei Schwester Ernie. Bester Ernie, ach Gott, wie süß. Aber ich muss nun laufen, mein Mann wird gleich hier sein. Kalimann, komm doch mal her. Willst du mir nicht diesen süßen Spiegel hier verkaufen, du? Ich meine, er ist ja nicht viel wert, eigentlich überhaupt nicht. Warum will sie ihn denn haben? Ich kann dir auch nicht viel dafür geben. Aha. Aber ich hätte vielleicht einen Kunden dafür und hier hängt er ja doch bloß rum. Oh, nee. Ich guck da öfter mal rein. Der passt überhaupt nicht hierher. Komisch, ich hätte auch schwören mögen, dass das Zimmer heute Morgen irgendwie anders ausgesehen hat. So kann man sich täuschen, nicht? Kalimann, 40 Mark? 45. Süß. Abgemacht, 45. Aber dabei setze ich zu, das kriege ich nie wieder für den alten Apparat. Hier, Annemarie. Nimm ihn und werd selig damit. Ich schenke ihn dir. So einen schönen Spiegel einfach verschenken. Ach was, ist doch ganz egal. Wir bauen doch sowieso um, nicht, Edeltraut? Wird nur alles anders hier. Drinnen und draußen. Gott, das ist ja schon mein Mann. Muss ich aber laufen. Wir haben heute noch viel vor, aber ich komme wieder, wenn ich in der Gegend bin. Nächstes Jahr. Halt mal fest, Kalimann ist schwer. Wiedersehen, Frau Mückensack. Hoffentlich sehe ich beim nächsten Mal auch Ihre kleine Gerda. Ja, ganz gewiss. Was man verspricht, muss man auch halten, ne? Ja, ich komme ja schon. Also tschüss. Wiedersehen, die Eltern, Schwiegereltern, ganz wie sie wollen. Soll ich dich rausbringen? Och, süß, ist aber doch gar nicht nötig. Vielen Dank auch. Tschüss. Ja, ich komme ja schon. Süß.
Junge, 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 Junge. Die ist ja direkt ein Taifun geworden. Tja. Ja. Tja, Tja. Sie brauchen gar nichts zu sagen. Ich weiß selbst, dass ich... Ja, ich meine... Wir sagen ja auch gar nichts, Karl Liemann. Weil uns nämlich die Wörter fehlen über so viel Schamlosigkeit. Und du hast mich Lügenweib genannt. Na, selber Lügenweib. Ja, Lügenkerl meinen Sie doch wohl. Ja, meinetwegen auch das. Sie haben ja recht, Frau Puder. Ja, für dich bin ich immer noch Grete. Oh, herrje, hier kommen wir ja ganz durcheinander. Das geschieht dir recht, recht geschieht dir. Und uns alle noch mit reinzuziehen in diesen Sumpf. Also ich hätte ja beinahe einen Herzinfarkt gekriegt, als du mit meinem Mutti zu mir gesagt hast. Mutti, hab ich zuerst zu Ihnen gesagt. Tatsächlich? Ja. Ja, dann habe ich einen zweiten Herzinfarkt gekriegt. Und dann wollte Ernst Döpsel sogar noch mit mir verkuppeln. Und da haben Sie den dritten Herzinfarkt gekriegt. also das Verkuppeln, Frau Puhl, hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht. Also nun krieg ich einen vierten Herzinfarkt. Ich meine, ich bin mit dem, was Herr Mückensack mit uns getan hat, keineswegs einverstanden. Och, nun wieder nicht. Also, Frau Puhl, ich wollte sagen, ich stehe ganz auf Ihrer Seite. Und ich auf ihrer, Herr Stöpsel. Ja, was Herr Mückensack da mit uns gemacht hat, das habe ich nur mitgemacht und widerstrebend mitgemacht, um Herrn Mückensack vor dieser verrückten Person von Venus nicht zu blamieren. Und darum habe ich eben so getan, als wenn... Hör auf, Vater, hör auf. Und tut nicht so scheinheilig, ihr beiden. Scheinheilig, wie? Also ihr seid doch zwei ganz feninische Lumpen, ihr beiden. Die beiden? Ja, warum denn? Ach, die wollten doch von Anfang an. Die haben sich doch heute Mittag schon vorgenommen, dass wir beide... Ich meine, dass Sie und ich hier in Ehe... Ach was, erzähl mir das später. Oh Gott, nun krieg ich... Den 5. Herzinfarkt? Nein, keine Luft mehr, oh. Die Venus ist mit dem Spiegel abgehauen. Habt ihr das denn gar nicht gemerkt? Blödsinn. Meine Venus steht doch hier. Das ist hier vielleicht ein Ei. Und hier soll sie auch bleiben. Was, hier? Nee, hier nicht. Hier sind mir zu viele Zuschauer. Das ist ja vielleicht ein ganz dickes Ei. Aber du hast doch immer gesagt, die beiden mögen sich nicht. Ich sag überhaupt nichts mehr. Wie ist das denn bloß so schnell gekommen? Ja, das weiß ich doch nicht. Du bist eine Frau doch nicht immer so dusselig. Also, Frau Puhl, wenn Sie mich fragen würden, mich überrascht das überhaupt nicht. Früher oder später musste das doch so kommen. Ich kenne doch meine Tochter. Die hat doch immer so auf Herrn Mückensack geschimpft. Ja, das konnte doch bloß Liebe sein. Tommy Kling, was willst du denn nun machen? Das weiß ich erst recht nicht. Frau Puhl, bitte sehen Sie das nicht verkehrt und verstehen Sie mich richtig. Und vielleicht ist das ja auch noch ein bisschen früh und überhaupt ein ganz toller, ein ganz tollkühner Gedanke gewissermaßen. Was kriegen wir denn nun? Frau Puhl, was halten Sie davon? Was halten Sie davon, wenn wir... Es piekt so. Was halten Sie davon, wenn wir beide... Ja, nun mal weiter. Was halten Sie davon, wenn wir beide uns vielleicht auch zusammentun täten? Wir beide? Naja, ich weiß, wir hatten in der letzten Zeit und auch heute noch gewisse Auseinandersetzungen. Ach, hab ich ja nie so gemeint, Herr Stöpsel. Nein, natürlich nicht, Frau Puhl, natürlich. Wir sind eben beide sehr temperamentvoll. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Vollblutweib wie Sie... Jawohl, Vollblutweib. Jawohl, Vollblutweib wie Sie. Und sagen wir mal, ein Lebenskünstler wie ich. Wohl Lebenskünstler. Ja, Lebenskünstler. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir beide eine ganz interessante Gemeinschaft führen könnten. Tommy Kling, mach bloß kein Mist. Hey, wenn alte Leute sich unterhalten. Ältere, Frau Puhl, ältere, doch nicht alte. Ich denke da an so eine Art Wohngemeinschaft. An so eine ganz kleine Kleinstkommune gewissermaßen. Tommy Kling, das kannst du doch nicht machen. Warum